Willkommen an einer weiteren Episode zur Raumfahrt Spezial hier auf Doc, und zwar das mit der Artemis 1 Testversion. Das ist ja eine unbemannte Mission. Ein Traumschiff befindet sich im Moment 100 Kilometer über dem Mond. Das ist ungefähr die Parkbahn, die damals die Apollo-Kapseln hatten, mit ihrem Servicemodul drin, was sie auf ihre Kollegen gewährt haben, die Mond waren. Kommen wir mal nach einer Grafik, die wir erst können weisen, und zwar, wo die Mission drin ist. Wir sehen hier den Mond, und da sehen wir ein paar Kreise, und da befindet sich im Moment Traumschiff Orion mit dem Service-Modul, das fliegt da rund um den Mond. Und da das nicht einfach fliegt, nicht einfach so rundherum, nee, es gibt ganz wichtige Experimente gemacht für die zukünftig bemannten Raumflug. Das ist aber nicht alles. Wenn die Arbeit gemacht ist, dann geht es 6000 Kilometer mehr hoch, und dann geht es an eine andere Mondbahn, und von da geht der Mond dann auch neu kartografiert. Das sind auch noch andere Satelliten NRW, das sind die Shoebox-Satelliten, die sind in der Zwischenzeit am Weltraum ausgesät gehen, und die fliegen dann auf die jeweilige Position, wo sie gebraucht gehen, für zu messen. Gucken wir mal, was geschieht zwischen dem Start und dem Tag von heute. Nom Start am Mittwoch dem Morgen, den 16. November um 7:47 Lützebauer Zeit, wo mir kurz drauf das Bild kriegt. Nach rund 2 Minuten sehen wir auch die großen Feststoffboosteren im Zeigfallen an mir. Die können das nicht von den Fallschirmen abgeholt gehen, weil es nach kein Fallschirme gibt, die so schwer Gewicht können drohen. Ganz einfach zu erklären, weil Feststoffboosteren hier bei der Artemis ein wenig mehr stark sind wie vom Shuttle. Und zwar hat Artemis hier 5 Elemente an, beim Shuttle waren es nicht 4. Now we just heard the call that all 4 solar arrays have been released. So we initially heard the initiation call. That command had been sent. Now those 4 solar arrays are released. Again, this is about a 12-minute process. Nur der Auftrennung von der ersten Raketenstufe fliegt Orion Raumschiff just nach mit der zweiten Stufe weiter. An Sonnenkollektoren gehen los rausgefahren. Das Prozedur dauert ca. 12 Minuten. Hier sehen wir eine Grafik, wie die Sonnenkollektoren noch hinten gespannt gehen. Das ist, für das sie nicht beschädigt gehen, gegen die hohe Vitesse. And this is a live view from the spacecraft. Das ist eine Weiterzündung, die Gefühl an den TLI feiert, Translunar Injection. Und das über dem Nordwestgebiet von Australien. Orion now traveling off the northwest coast of Australia towards the Pacific Ocean. This translunar injection burn will begin to take it away from the Earth, breaking it free from the pull of gravity. We're standing by for confirmation that the burn has started. Gut zu erkennen, den Hauptmotor vom Service-Modul, das auch von der ESA zusammengebaut ist, zu Bremen, und natürlich auch OMS-Motoren. OMS-Motoren sind dafür da, für Flugmanöver zu steuern. Das Kleinmotoren, die stammen auch aus der Space Shuttle-Zeit. Diesen Testflug ist ja unbemannt. Die sogenannten Hardware wird getestet, das heißt auch die Kameras an hier Ausstellungen. Weil an 2 Jahren wollen ja mit Astronauten herabfliegen, aber auch nehmen den Mond umrunden.
9 Stunden an 30 Minuten nom Start kree wir hai echt Bilder von der blauen Erde aus dem Weltraum zu gesehen. Und das von den externen Kameran von dem Service-Modul. Seit 50 Jahren haben wir das nicht mehr so gewiesen gekriegt. Und das für 50 Jahre war bei der letzten Apollo 17 Mission am Dezember If you're just tuning in with us, 1972. you're looking at a breathtaking live view of the Earth from the Orion spacecraft as it makes its journey to the moon. Orion launched earlier today at 12:47 a.m. Central, 1:47 a.m. Eastern, atop the Space Launch System, and is in hour 9.5 of its 25-day test flight mission. An hai Bilder aus der Orion-Kapsel op der rechte Seite gesehen wir ein Fenster, so eng also auch längst, da können dann die Astronauten an 2 Jahren herausgucken, was Mission fliehen. Dieselbe wie lo, just dass sie bemannt ist. Das ist dann ähnlich wie Apollo 8 am Dezember 1968. Auf der linken Seite sehen wir auch einen sogenannten Space Suit, das ist ein sogenannten Druckkostüm. Das ist ganz wichtig für Totenluft, und zwar beim Start an, bei der Landung oder wenn ein Druckauffall an der Kabine kommen. Aus offiziellen Quellen hört von der NASA, dass sie bis zu 6 Tage an seinem Druckkostüm fliehen. Und diesem Druckkostüm nach Madrun ist auch ein Rettungswest bei einer Wasserlandung, wo Traumschiff nicht direkt gefunden gehen. Soweit mal diesen kleinen Informationsfilm für euch. Und nun gucken wir uns die Bilder an, die uns heute mitten erreicht haben. Und zwar, wo Traumschiff Orion 100 Kilometer über dem Mond war. Und da sind wir mal gespannt, ob die Bilder, die NASA uns geschickt hat. Das also zu den Bildern von heute Mitten. An dem Moment sind sie nicht live, auch wenn das so am Bild steht, weil wir erst Bilder von heute Morgen 11:15 Uhr letzte Bayer Zeit abgezeichnet haben und erst die schönsten Momente zusammengeschnitten haben. Die ersten Stunden haben Bilder sich nicht viel verändert, aber noch halb rein damit ist dann mehr sehr gegangen. An Sequenzen sind auch mehr flüssig gehen. In dem Moment war Traumschiff 375.000 Kilometer von der Erde weg. Und dass man eine Geschwindigkeit von 724 Kilometer an der Stunde an der Fly-by-Manöver geflogen. Für drin waren aber schon 3 Bremszündungen für den Mondumlaufbahn zu erreichen. Für allem geht Traumschiff ja am Mondorbit getestet. Die Motoren, die wir gesehen haben, das sind die kleinen Manövermotoren an den großen Motor an der Mitte. Das ist den Hauptmotor. Die kleinen Manövermotoren, die dienen dazu, für Flugkorrekturmanöver zu fliegen. Kurz 4:02 Uhr der Mitten, wo natürlich dann auch Traumschiff 100 dem Mond, so geht 20 ab eng. Da hat es gedauert bis ungefähr 13:57 Uhr, bis du aus dem LOS rauskommst, also das Lost Signal. In dem Moment war kein Funkkontakt mehr möglich, also sie keine Signale, Telemetrie raufkommen. Aber kurz darauf war das Signal da. Das ist ganz normal, wenn ein Traumschiff sich an dem Mond befindet, dann ist keine Verbindung da. An Mission Control hat gewährt, bis das Signal rumgekommen ist. Das war die letzte Minute, weil wir ihr aber da am Original losen. Das ist immer spannend, wann Traumschiff
an d'Akquisition können, dat heißt, wann Signale abgeholt kann gehen. Less than 30 seconds rather, until our anticipated acquisition of signal. The mood certainly a bit suspenseful here in Mission Control as we await Orion to emerge from the backside of the moon. We're standing by for acquisition of signal. Und als echt, wo ein Signal da war, haben wir This einen view kleinen on your blauen screen Punkt of gewesen. planet Earth Schon taken mal from auch gedacht, was Orion's das ist, sind wir nur bei solar array Television wing camera gegangen. or saw camera. Es ist der Erde. Ich habe mir wirklich erwartet, wir gehen verdicht den Mond gesehen. Standing on the shoulders of the giants of the Apollo generation, Orion now carries forward the torch of the Artemis generation as it emerges from behind the moon, an Earthrise of our pale blue dot and its 8 billion human inhabitants now coming into view. Dorion Raumschiff flieht den Moment an einer Heicht von 100 Kilometer über den Mond Überfläche, also auch And you're looking stark at this view der on your screen from the Mondumziehungskraft Orion ausgesagt. spacecraft as it looks Es müssen back at genug planet Earth, having Korrekturmanövern launched geflogen, just 5 days nicht dass ago. Gefährt Orion zu is now stark vom over Mond angezogen wird. 230,000 miles away from Earth. Orion emerged from the backside of the moon just minutes ago after completing the outbound powered flyby burn. Freiden geht Traumschiff dann an mir eng Heichbun dem Mond umgelegt, wo die Ziehungskraft nicht mehr so stark ist. Die Satellitenstation zu Goldstone an Kalifornien als Orem aktiviert gehen, das als mit ihrem Deep Space Network und die Antenne hat einen Durchmesser von 70 Metern. Man kann am Notfall Traumschiff auch dann kontaktieren, was hannet dem Mond wäre. Das nimmen eng kompliziert Prozedur, also für die Lever, es geht in den normalen Weg. Den Mission Control Room zu Houston kriegen wir auch gewiesen. Da sind Leute ganz gespannt gewesen, heute mit den für das Dorion ob die richtige Bund gif fleien. Ich habe mir ehrlich gesagt zwar nach viel mehr no Bilder erwart vom Mond, mehr vielleicht gehen die an den nächsten die Schnee geliefert. Und dann könnte mir ich vielleicht nächste Monat eine Spezialsendung machen. Gucken wir, wenn wir dann zusammen genug Material haben, dass wir erst da doch dann können bringen. Das wäre dann für uns Spezialemission von Haut mit Raumfahrt Spezialthema Artemis 1. Den nächsten Rendezvous wird auch nach vielleicht nächste Woche los sein. Sobald wir Bilder haben und Informationen über das Mission, geben wir erst die natürlich hier doch bekannt. Ein wichtiger Rendezvous, den nicht zu verpassen ist, das ist natürlich die Landung von der Orion-Kapsel selber. Sondern den 11. Dezember überdrehen wir dann aber auch live von hier aus, und zwar den Splashdown, die Wasserung von der Orion-Kapsel, an die könnt das gehen wir eine ganz große Vitesse an der Atmosphäre mit Scheroden ihr Stoff hier dem Moment nach nicht so viel. Guckt einfach ran, wir gehen hier weiter Informationen auf unserem Facebook-Profil an, natürlich auch an den jeweiligen Trailern Doc. Merci für die Haut an Eddie.